Ich möchte das, was Karl-Heinz Vogt jetzt ausgeführt hat, sehr detailliert ausgeführt hat, eigentlich nur um weniges ergänzen aufgrund der Eindrücke, die wir gewonnen haben. Ich finde es wichtiger, dass wir in der Diskussion möglichst bald zu der Frage kommen, die im Buchtitel weitergegeben ist an uns, was tun. Es waren folgende Momente uns während dieser Reise, die wir zum Teil mitmachen können, besonders beschäftigt haben, teilweise auch überrascht. Das eine war die Bedeutung der griechisch-deutschen Geschichte. Wir haben es im Vorfeld der Reise wahrgenommen, vielleicht auch noch zur Erklärung. Die Reisegruppe bestand aus, ich weiß nicht, glaube wir waren etwa 15, 16 Leute, aus mehreren Nationen zusammengesetzt, Deutschland, Serbien, Österreich, Schweiz, Spanien. Ebenfalls kamen die Teilnehmer aus zusammen. Es war also keine politische Organisation, das Einzige, was uns verband, war, dass wir in unseren jeweiligen Ländern und entsprechend unseren jeweiligen Berufen gewerkschaftlich organisiert waren. Der erste Besuch, darüber wurden wir uns aufgrund der Kontakte, die wir aufgenommen haben, mit Kollegen und Kolleginnen in Griechenland, war die geschichtliche Frage und führte zum Besuch der Gedenkstätte Kesareiani. Kesareiani war der Erschießungsplatz der deutschen Wehrmacht in einem Vorort Athens, nicht weit vom Stadtzentrum gelegen, ungefähr 10 Viertelstunde. Wir trafen dort vor allen Dingen auf den Kollegen Glesos. Glesos war derjenige, der 1941, er ist jetzt fast 93 Jahre alt, der 1941, 3 Wochen nachdem sie gehisst worden waren, nachdem die deutschen Truppen einmarschiert waren, in Athen die Nazi-Fahne Rom-Phologie, sie befahren, von der es noch Fotos gibt, auf der Akropolis runtergeholt hat und hat verschwinden lassen. Und Jesus war mit uns zusammen in Kesareiani. In Kesareiani waren erschossen worden etwa 600 Widerständische aus der Sicht des deutschen Militärs, der Nazis. Darunter an einem Tag einmal eine geschlossene Gruppe von 200 Kommunisten aus einem nahegelegenen deutschen KZ. Darunter wiederum eine Gruppe Jugendlicher, der jüngste darunter 14 Jahre alt. Es gibt von dem einen Abschiedsbrief sogar, ich kann Zeilen vorlesen. Er war vorher gefoltert worden und es gelang ihm das Wort nach Kesareiani zur Erschließung einen Zettel vom LKW, von dem deutschen Wehrmachts-LKW, runterzuwerfen. Andreas Nikolinos, das ist der Name dieses Jungen, 14 Jahre. Papa, Sie bringen mich nach Kesareiani zur Hinrichtung, zusammen mit 7 anderen. Wir folgen dann auf den Zettel die Namen. Ich bitte dich sehr, verständige ihre Familie. Betrübe dich nicht, ich sterbe für die Freiheit und das Vaterland. Andreas. Diese Abschiedszeilen wurden in das Buch und die Flamme soll euch nicht versenken. Letzte Briefe zum Tode verurteilter aus dem europäischen Widerstand aufgenommen. Zu diesem Buch schrieb Thomas Mann das Vorwort. Luigi Nono hat die Geschichte und diesen Brief dann in einem Oratorium als Vertonung weitergegeben. Es ist deshalb so wichtig, weil ich lasse jetzt die Darstellung der Opfer, Goebbels zitierte damals, das kann man vielleicht noch zitieren, in seinem
Tagebuch, Hunger ist zu einer endemischen Krankheit in Athen geworden. Die Leute sterben aus Erschöpfung zu Tausenden in den Straßen Athens. Dazu kamen die Kunstraube, die reich beschafften Statuen und so weiter, die Zwangsanleihe, das ist schon angesprochen worden. Dieses geschichtliche Thema ist uns auf Schritt und Tritt immer wieder begegnet. Es ist auch die einzige Erklärung darüber. Die deutsche Presse hat sich ungeheuer darüber aufgeregt, über die Merkel-Plakate mit der Hakenkreuzbildung. Es ist nicht so, dass sie massenhaft existierten in den Straßen Athens. Sie wurden sogar abgerissen von Kollegen, von Leuten, die vernünftiger dachten. Aber sie sind verständlich nur, wenn man die permanente Reflexion dieser erlittenen Geschichte, die dann den Bürgerkrieg und so weiter zur Folge hat, wenn die ein gegenwärtig ist. Wir waren ständig betroffen davon, dass wir mit dieser Frage konfrontiert werden. Die andere Frage hat Karl angesprochen, die Frage, was ist denn mit euren Medien, was ist bei euch in der Öffentlichkeit los? Wie kann ein dermaßen verfälschtes Bild entstehen? Dazu müssen wir uns klar machen, wir haben hier in der Bundesrepublik rund 600.000 griechische Mitbürger. Die sind doch in Kontakt mit Griechen. Die schicken die Zeitungen, die geben diese Berichte weiter, in Permanenz. Und die werden weiter verbreitet innerhalb Griechenlands. Die Fassungslosigkeit über das, was sie sozusagen, wo sie schon geglaubt haben, dass die Schwellen, die sind weitgehend überwunden, selbst weggesteckt, die Frage der Abrechnung, der Kriegsanleihen und so weiter. Das alles ist wieder hochgekocht, die Vorurteilsfreiheit gegenüber dem deutschen Urlauber. Sozusagen, wir können das vergessen, wir gehen auf in einem gemeinsamen Europa. Das alles ist zusammengebrochen. Zusammengebrochen unter materiellen Erleben. Karl-Heinz Roth hat eben das im Grundsätzlichen geschildert. Uns ist es begegnet es gab keine Person, mit der wir gesprochen haben, die nicht erstmal geschildert hat, ich verdiene jetzt noch so und so viel oder ich bin seit kurzem entlassen. Oder ein anderes Beispiel, wir haben eine Radiosendung gehabt, da haben die uns gefragt, ob wir in einem Sender, der heißt Contra, Stellung nehmen wollen zu dem, was wir bis dahin erlebt hatten. Und wir sind dann nach Sinn gefahren mit einigen Kollegen und haben uns da sehr offen äußern können, wurden auch entsprechend gefragt. Also, was soll das denn? Eine Sendung von nachts um 1 Uhr bis um 3 Uhr, 2 Stunden dauerte dieses Interview. Wer sieht denn das? Und die Antwort von dem Sendeleiter war, fast jeder NRW. Ihr denkt nicht daran, wie hoch die Zahl der Arbeitslosen ist. Was sollen die denn machen? Die Tage waren heiß, es war warm, und dann hängen die abends vor dem Fernseher oder vor den Radiogeräten, die dann auch in den Lokalen laufen, oder auf der Straße oder auf dem Balkon, und hören sich diese Geschichten an. Ein anderes Thema, das war das Wesentliche, was uns interessierte, was ist mit den Gewerken? Was geht sich betrieblich an? Wir haben Eisenbahner besucht, wir waren im Aluminiumwerk. Ein Aluminiumwerk übrigens auch, das liegt in der Nähe von Gistomo. Auch der Besuch war nicht möglich, ohne dass vorher organisiert wurde. Ihr besucht die Gedenkstätte und ihr vergegenwärtigt euch, was hier von der deutschen Wehrmacht damals angerichtet worden ist. Und dann mit der Aufrechnung dessen, was uns vorgeworfen wird seitens der deutschen Presse, seitens der deutschen Regierung. Und dann kommt mit dem, was uns abverlangt wird. Und überlegt mal, was ihr zahlen hättet müssen, wenn ihr euch an die Abkommen gehalten hättet, wenn ihr euch daran gehalten habt, dass mit der Wiedervereinigung Deutschland spätestens die Reparationszahlungen hätten erfolgen müssen. Und das praktisch auf einem Weg der Erpressung, Carlo hat ihn geschrieben, die bis heute verweigert worden sind. Weder sind die Zwangsanleihen, die den Griechen während des Krieges aufgedrückt wurden, aufgerechnet worden, ist auch zurückgezahlt worden. Es wären auch um die 30 Milliarden heute, 80 Milliarden wären die Mindestzahlung der Reparationszahlung. Nichts von dem ist Erfolg. Die griechische Regierung ist in einer
Lage der Schwäche, dass sie überhaupt gar keine Forderung stellen kann. Das wissen auch die Leute auf der Straße. Gewerkschaft, wir müssen eine Sache dazu wissen. Gewerkschaftsvertreter in Griechenland werden anderes als unsere, zum Teil in der Führung ja auch nicht schlecht bezahlten, Gewerkschaftsvorsitzenden nicht aus den Beiträgen der Mitglieder bezahlt, sondern vom griechischen Staat. Damit ist eine ganz enge Bindung der Gewerkschaftsvorstände, eine noch engere Bindung als bei uns, der Gewerkschaftsvorstände an die griechische Regierung gegeben. Entsprechend wir vorgehen, wir paktieren. Es ist immer zugleich ein Paktieren, in der Regel an der Seite der PASOK, einer Partei, die zerfällt. Und entsprechend wie diese Partei zerfällt, verfällt nicht mal sagen direkte die Gewerkschaft. Ich weiß nicht die Zahlen der Austritte, aber es verfällt entsprechend das Ansehen und der Kredit, den die Gewerkschaften bisher bei den Beschäftigten noch hatten, weil sie aufgrund des Klientelsystems in gewissem Maße verteilen konnten. Sie sind anders organisiert als bei uns. Es gibt zig Einzelgewerkschaften, betriebliche Gewerkschaften, Spartengewerkschaften und so weiter. Also nicht wie bei uns die wenigen Branchengewerkschaften, Chemie, Metall, Medien und so weiter, sondern aufgesplittert nach Betrieben, Regionen und so weiter. Die Fragestellung mündet schließlich in etwas, was wir gleich auch, denke ich, diskutieren müssen. Was bleibt Gewerkschaften bei fortschreitender Krise übrig? Auf dem normalen sozialpartnerschaftlichen Weg, auf dem Weg sozusagen des friedlichen Verhandelns ist nichts mehr zu holen. Es ist nur noch zu vermitteln, warum runtergesattelt werden muss in den Maßstäben. Die griechische Regierung hat das noch hochaddiert. Es gibt drei entscheidende Sachen. Auslaufende Branchentarife verlieren, das ist Regierungsbeschluss und heute schon wirksam, verlieren ihre bindende Wirkung, also die bestehenden Branchentarife verlieren ihre Wirkung. Individuelle und betriebliche Vereinbarungen haben ab jetzt Vorrang. Wenn wir das auf hier den Hamburger Streik von Nordpark übersetzen, dann ist der Unternehmer schon da, in der Durchführung, was die griechische Regierung jetzt erst beginnt durchzusetzen. Den Gewerkschaften wurde verboten, Lohnerhöhungen zu vereinbaren, solange die Arbeitslosenquote über 10% liegt. Bei einer Arbeitslosenquote von über 25%, bei den Jugendlichen von über 60%, kann es also auf Jahrzehnte, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie Carlos sie beschrieben hat, als ökonomisch unausweichlich, keine Forderung mehr geben nach irgendeiner Lohnerhöhung, nach irgendeinem Ausgleich für die unvorstellbare Teuerung. Und der dritte Punkt, von dem ich jetzt weitergebe, die Löhne im öffentlichen Dienst werden geregelt durch Regierung und Parlament. Also eine ÖTV, die eine Gegenbewegung darstellen könnte, die gibt es nicht mehr. Das ist ein ganz konkretes Beispiel für den Prozess der fortschreitenden Entdemokratisierung des Staates. Das wird diktiert durch Regierungsbeschlüsse. Entsprechend die Reaktion aus der Beschäftigten, aber auch die Konfusion. Wir kommen gleich noch zu der Frage, wie sich das politisch auswirkt. Diese Selbstdemontage der parlamentarischen Demokratie, die unmittelbar dazu führt, dass die faschistische Partei, wir müssen uns nur erinnern, vor 3 Jahren lag sie bei 0,3%. Eine faschistische Massenbewegung hat es in Griechenland bis heute nicht gegeben. Und bei der letzten Wahl sprang diese Partei, die Morgenröte, von 0,3 auf
7%. Alle Prognosen laufen darauf hinaus und alle Befragungen, die uns bis jetzt vorliegen, dass sie nicht bei einer Wahl, die jetzt stattfinden würde, in wenigen Wochen, dass sie nicht liegen würde unter 14%. Wir haben das aber auch konkret erlebt. Wir haben mit einem Anwalt gesprochen, der aus dem anarchistischen Lager kam und Prozesse führte für Leute, die kollidiert waren mit den Faschos. Es gibt Plätze, die werden nicht mehr betreten, zumindest gemieden, weil sie sozusagen als faschistisch befreite Region gelten. Es werden zerschlagen die Läden und Stände ausländischer Mitbürger. Etwas, was es nie gegeben hat in Griechenland. Und es werden verteilt von den Faschisten anders als in der Selbstorganisation der Bevölkerung, die versuchen, Lebensmittel und so weiter preiswert aufzukaufen, um den Zwischenhandel zu umgehen, den zu verteilen, Essensküchen aufmachen, Gesundheitsmittel, Medikamente besorgen und so weiter, die man nicht bekommen kann. Die Faschisten verteilen diese Sachen gratis. Eine ganz einfache Frage, woher kommen die unvorstellbaren Summen? Denn sie machen es in Massen. Sie mieten Räume an, sie laden die Jugendlichen ein, stellen von Getränken zur Verfügung und so weiter. Bei 60% arbeitslosen Jugendlichen darf man sich über den daraus resultierenden Zuspruch nicht wundern. Die Gelder können nur von einer einzigen Seite kommen. Es ist die Schicht, die sich darauf vorbereitet, dass das Volk irgendwann nicht mehr ertragen kann, was geschieht, dass es zu wirklichen Unruhen und Ausschreitungen kommt und die sich vorbereitet, wie damals die Obristenregierung, das ist aber etwas geschildert, auf etwas Ähnliches, diesmal gestützt, wenn sie es entwickeln können, auf eine faschistische Bewegung. Dieser Bewegung scheint hier überzustehen ein breites Lager der Syriza. Müssen wir bei Syriza einst. Syriza war eine Partei, da können wir noch keine Sorgen, das bestimmst du nicht erwarten. Syriza war eine Partei von wenigen Prozent. Dass sie so stark geworden ist, hat damit zu tun, dass die PASOK zerfallen ist. Die PASOK hatte weit über 30% und liegt heute bei ungefähr 5%. Das heißt, die Leute, die Syriza gelaufen sind, die Leute, die bei Syriza gelandet sind, das ist nicht eine politische Partei, die sich allmählich und langsam entwickelt hat, programmatisch entwickelt hat, ein einheitliches Programm und ein Konzept hat, mit dem sie sich darauf vorbereiten kann, eventuell sogar die Leitung der Regierung, die Regierung zu übernehmen, sondern es ist ein zusammengewürfelter Haufen, der sich erst finden muss und den eine Regierungsübernahme, sollte die Regierung in wenigen Jahren zusammenbrechen, überraschend über den sehr viel oder sehr viel. Das heißt also, die Frage nach dem Ausweg ist doch. Ich greife noch einen Satz aus einem Brief von Euridike Nersi, eine Kollegin, die wir kennengelernt haben in Griechenland und die darauf verweist, dass sie allein die Probleme, die wir davor schon aus dem Gesagten, kaum bewältigen werden. Es sei denn, es kommt Unterstützung und Solidarität von den Arbeitern aus anderen europäischen Ländern. Das ist der Grund, denke ich mal, weshalb wir überhaupt diese Gespräche nicht nur führen, sondern auch weiterführen müssen. Ihr Brief endet mit dem Satz: Meine Bitte, diejenigen unter euch, die verstehen, was tatsächlich vorgeht, könnten wenigstens versuchen, die anderen zu warnen. Und dann kommt der Satz: Ein vereintes Volk in Europa kann nicht
besiegt werden. Soweit erstmal.